Gott sagte, es werde Licht. Und es wurde Licht. Jesus sagte, ihr seid das Licht und das verleugnen wir nicht. Wir sind ein Licht, nicht um uns zu verbergen, sondern Dunkelheit mit Licht zu färben. Um zu leuchten, zu glühen, zu sprühen in allen Formen und Farben. Kommt heraus und steht auf den Berg, wo auch immer ihr seid. Seid bereit, denn es ist soweit. Jetzt ist die Zeit. Zündet man denn eine Lampe an, um sie zu verbergen? Natürlich nicht, denn Licht ist hier, um zu erhellen. In schnellen und weiten, hellen und breiten Strahlen das Dunkel zu illuminieren. Licht des Höchsten auf diese Welt zu projizieren. In aller Dunkelheit haben wir einen Purpose, einen Grund zu kämpfen. Because it's worth it. Und vielleicht ist es dunkel. Maybe it's night. Doch fürchte dich nicht. Let your light shine bright. Ja, Heaven on Earth. Ihr habt es vielleicht gesehen, als wir reingelaufen sind. Es hat so Wolken da oben gehabt. Also physisch. Genau, ihr dürft Platz nehmen. Und ich glaube mega, dass wirklich Heaven on Earth ist, wenn Jesus das Zentrum da einnimmt. Und ihr habt das Camp-Booklet bekommen. Ich möchte speziell auf die 2 Seiten einfach das nochmal lesen, weil das unser tiefster Wunsch ist, auch heute an diesem Abend für die Woche. Diese Woche wird nicht eine gewöhnliche Woche. Wir gehen tief, lassen uns neu auf seine Liebe ein im Wissen, dass Gott uns kennt und er mit uns ans Ziel kommt. Wir lassen uns anstecken von seiner leidenschaftlichen Liebe für uns und die Welt. Erwarte eine Begegnung mit Jesus und sein Reden, wo so mega viel in dir wird bewirken und neu beleben wird. Genau. Hey, mega cool sind ihr da, habt ihr den Weg da auf euch genommen, auf Kroatien, in ein Camp, wo es nicht einfach darum geht, chillen, das auch, aber ich glaube, jeder ist da, weil er tief innen einen Wunsch hat, nochmal mehr über Jesus zu hören und ihn nochmal neu zu erleben. Ich will gar nicht um den heißen Brei heute Abend reden, sondern ich möchte tief reintauchen, direkt in die Message rein, weil ich glaube, wir müssen nicht bis Donnerstag warten, bis wir mal im Flow sind oder so, sondern Gott ist jetzt da in seiner Fülle und in seiner Präsenz 100%. Er ist nicht einer, der auftauen muss, vielleicht mehr, aber er nicht. Und darum, ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen, heute an diesem Abend. Mein Gebet war, die Leute sind müde, aber ich weiss, dass der Geist Gottes wach ist und er in uns. Und darum können wir zuhören. Und ich werde auch nicht allzu lange reden. Genau. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und das Thema ist ja Shine Bright. Schein dein Licht hell. Wo wir auch speziell werden eintauchen in Berufung. Und vielleicht ist das für dich auch so ein Thema oder ein Wort, wo du nicht genau weißt, wie einordnen, oder es ist ein bisschen schwierig für dich, oder du weißt nicht genau, ja, was heißt das jetzt für mein Leben? Ich glaube, in diesem grossen Wort Berufung geht es schlussendlich nicht, aber es geht vor allem darum, hey, nicht nur ums Tun, es ist nicht eine Aufgabe, sondern ich glaube, das Erste, was es überhaupt darum geht, wieso uns Gott geschaffen hat, ist, in der Beziehung zu ihm zu leben. In Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Und du hast dein Leben Jesus gegeben, vielleicht auch noch nicht, aber dort hört es ja nicht auf, das Sein, also das Kind Gottes. Sondern wenn du ein Kind Gottes bist, dann werden auch Taten folgen, das Tun. Und das hat oft mit einer Aufgabe zu tun. Und ich möchte über einen Mann reden in der Bibel, der genau so ein Tun von Gott bekommen hat. In einer Situation, wo vielleicht wir alle würden sagen, ja, okay, das ist eher ungewöhnlich. Aber Gott ist eben ungewöhnlich in so Sachen. Und er tut uns immer wieder überraschen. Und darum, ich gehe rein, vielleicht merkt ihr plötzlich, um welchen Mann es geht. Ich sage es nämlich jetzt noch nicht. Genau. Es steht, die Geschichte handelt im Richter. Sie wird erzählt im Richter. Und das Buch vorher ist der Josua. Und ich fasse das mal zusammen, der Josua. Und zwar ist das Volk Israel ins verheißene Land hineingekommen. Glorreich sind sie in das Land eingezogen und haben eigentlich einen starken Führer gehabt. Sie sind aber nach kurzer Zeit, wo sie das Land, wo Gott ihnen zugesagt hat, hey, das werdet ihr erreichen, haben sie gemerkt, ja, jetzt sind wir ja da. Und sie haben ihre ethischen Orientierungen und die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, eher verlassen. Haben sich aufgetan in die Religion, die Kanaan geboten hat, das neue Land, haben sich nicht mehr auf Gott verlassen, auch in der Kampfführung. Und sind wieder ihren eigenen Weg gegangen.
Und das ist etwa 2 Jahrhunderte lang so gegangen. Also eigentlich glorreich mit Gott eingezogen und eigentlich recht schnell wieder vom Weg abgewichen. Und Israel, wir lesen im Richter 6,1, dort steht, und Israel tat, was dem Herrn nicht gefiel, was vor Gottes Augen böse war. Und das Muster ist eigentlich immer das Gleiche. Das Volk Israel, wenn sie sich an Gottes Gesetz gehalten haben, in seinen Ordnungen gelaufen sind, dann war das Segen Gottes mit ihnen gewesen. Und vielleicht denkst du, ja, Gesetz, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von Gesetz und Gebot, aber damals, wie auch heute, ist es so gewesen, hey, Israel, wenn du in meinem Gesetz und meinem Gebot lebst, dann hast du Zugang zu mir. Alles andere, Gott ist heilig, er verträgt keine Sünde. Und das Volk Israel hat durch die Gebote, durch die Gesetze, haben sie eine Möglichkeit gehabt, vor Gott zu stehen können, vor ihm gerecht zu sein. Das ist ein mega, wenn du das anschaust, die Gesetze sind aus Liebe, aus Gnade gegeben worden. Und aus denen haben sie sich immer wieder rausbegeben. Und die Folge davon war, Gott hat sich entzogen, hat sie die Hand von ihren Feinden gegeben. Und genau in dieser Story befinden wir uns. Und zwar ist Israel überkommen worden von den Finden, von den Midianiter. Und wie das war, das Volk Israel hat durch das müssen in die Höhlen flüchten, in die Berge flüchten und sie haben sich dort versteckt. Und jedes Mal, wenn sie angefangen haben, wieder ein bisschen Essen zu pflanzen und sobald es ein bisschen rausgekommen ist, sind die Midianiter gekommen und haben das abgesärbelt. Sprich, es war nicht nur eine Not von Unsicherheit, von Angst, sondern auch von Hunger. Und genau dann hat das Volk Gottes angefangen zu schreien zu Gott. Frauen kennen das, wenn wir Hunger haben, dann fangen wir auch an zu schreien, oder? Und so war es auch. Also sie haben wirklich nicht mehr weiter gewusst. Und Gott hat das Schreien von Gott hat das Schreien vom Volk gehört. Und Gott hört die Schreie auch heute. Ich weiss nicht, mit welchem Hintergrund, mit welcher Situation du in das Camp gekommen bist. Ich weiss es nicht, aber ich weiss, dass Gott dein Leben kennt und dass er in dieser Woche Wunder tun will, heilig machen und Freisetzung aussprechen. Und Gott hat das Schreien gehört und er ist nicht untätig geblieben, sondern er hat einen Engel geschickt auf Ofra, das war ein Ort, und dort hat es einen Mann gegeben, der sich in einer Weinpresse versteckt hat. Wenn du zu der damaligen Zeit mal die Weinpresse anschaust, das war kein Ort, wo du eigentlich dein Weizen getrocknet hast. Sondern das war ein Ort, wenn du dich wirklich versteckt hast. Wenn du den Schiss in der Hose gehabt hast und einfach Angst gehabt hast. Und der Engel Gottes kommt zu dem Mann namens Gideon in dieser Weinpresse. Und wir lesen im Richter 6,12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Geht das auf, der Satz? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Schisshals ist in der Ecke gehockt und hat Angst gehabt. Und Gott kommt durch den Engel zu ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. In der englischen Übersetzung heißt es, you mighty man of fearless courage. You mighty man of fearless courage. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ich weiss nicht, ob der Gideon sich verarscht gefühlt hat. Ja, du sagst mir tapfer Held und ich hocke in dieser Grube. Was läuft? Und andererseits, der Gideon hat auch gedacht, du stehst der eine Salzitwunder schreien und dann tust du auch noch sagen, der Herr ist mit dir. Weil der Gideon antwortet. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Ich weiß nicht, wie du dich amix fühlst. Ich weiß nicht, wie du dich siehst. Aber diese Story allein zeigt mir eigentlich schon, dass Gott etwas anderes im Gideon sieht, wie er in sich selber. Oder wie andere würden über den Gideon denken. Gott weiß nämlich, was er in dich hineingelegt hat. Du bist ein Kind Gottes. Du trägst die DNA vom Himmel mit dir. Und Gott sieht nicht das, was du mal noch könntest sein oder gerade bist, sondern er weiß, ich habe dich geschaffen als so. Der Gott redet zum Gideon, hey, egal ob du dich gerade tapfer fühlst oder nicht, ich sehe das in dir. Und Gott hat sich nicht gerechtfertigt. Er hat auch den Gideon nicht darauf hingewiesen, dass, wie wir im Richter 6,1 lesen, hey,
Das Volk Israel hat Böses in den Augen von Gott an. Darum ist das passiert. Er hat ihm das auch nicht unter die Nase heben, sondern was Gott macht, ist, er redet im Gideon Identität zu. Das, was er über ihn denkt. Und der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich nicht dich gesandt? Das war der Berufungsmoment von Gideon. Eigentlich im grössten Loch, wo man sich denken kann. Es war nicht das, wo er auf einer Bühne gestanden ist. Oder dann, wenn ein Durchbruch passiert ist. Sondern Gott hat den Gideon berufen in dem, wo er sich versteckt hat. Und das ist für mich so eine krasse Geschichte in diesem Moment. Weil ich weiss nicht, wie du in das Camp gekommen bist. Weil ein Midianiter in deinem Leben ist, wo immer wieder dir Angst eintreibt. Oder du merkst, du bist bedrängt. Sondern Gott hat den Gideon erwählt, weil er eben anders gesehen hat im Gideon, als er in sich selber. Gut, Wut und die Enttäuschung von Gideon haben Gott nicht abgehalten, ihm zu begegnen. Aber auch nicht im Gideon seine Unfähigkeit. Weil wir lesen weiter. Er aber sprach zu ihm: Ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Wir kennen doch die Reaktion. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Erstens mal Abwehrhaltung, wenn Gott uns ruft. Hey, ich habe dich gerufen. Nein, du kannst nicht mich meinen, weil ich kann doch nicht. Der Mose hat das schon gesagt. Hey, ich kann doch nicht reden, Gott. Wie willst du mich brauchen? Wenn du ein bisschen kennst, wie die Rangordnung von damals war, ist es so, dass eigentlich der Erstgeborene im Haus vom Vater Recht hatte und das Recht, auch Sachen zu übernehmen. Aber der Letztgeborene, der Jüngste, was hat er wollen? Und Gott kommt genau zu dem. Er, der denkt, er ist unfähig. Und er sagt: Hey, und es ist mir gleich, ob du denkst, du kannst es nicht. Ich habe dich erwählt. Und wir lesen weiter. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Nicht, weil es du kannst. Nicht, weil du gut kannst Visuals zeichnen, Liam. Nicht, weil du gut Englisch kannst, Can. Okay, das ist deine Sprache. Aber, sondern weil ich mit dir soll sein. Oder weil ich mit dir sein. Weil ich mit dir bin. Nicht, weil du etwas kannst. Nicht, weil du dich rein wirst geben in die Small Group. Nicht, weil du möglichst viel Kontakt wirst im Summercamp knüpfen. Sondern allein, weil Gott mit dir sein will. Weil Gott mit dir ist. Und das ist die einzige Kraft. Das ist die einzige Kraft. Ich habe das Gefühl, ja, weil Gott mit uns wird sein. Eine Story, die ich euch erzählen kann, weil Gott mit uns ist. Ich habe immer gedacht, was will ich auf Bühnen sagen? Weil irgendwo durch ja, was soll ich dort? Und Gott hat so oft in mein Leben geredet, nicht weil es du kannst, Kathrin, weil du etwas kannst bringen, sondern schlussendlich will ich mit dir sein, weil ich dich brauchen will. Und das ist ein Berufungsmoment auch in meinem Leben, wo ich gemerkt habe und angefangen zu lernen habe und erkannt habe, nicht weil ich es kann, sondern weil Gott mit mir sein will. Wenn wir uns anschauen, tut eigentlich Gott in diesem kleinen Text, wo wir im Richter lesen, eigentlich 3 Sachen im Gideon sagen. Ich bin mit dir, ich will dich brauchen, ich will das Volk durch dich befreien und ich werde dir beistehen. Und das sagt Gott auch heute zu dir. Ich bin mit dir, ich will dich brauchen und ich will dir beistehen. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wiederkomme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Der Gideon hat Gott noch nicht so ganz vertraut, dass wirklich er gemeint ist. Er hat auch nicht geglaubt, dass es wirklich der Engel Gottes ist, weil ja, er war einfach irgendwie unsicher gewesen. Und er hat gesagt: Okay, ich teste das, ich werde Gott ein Mahl zubereiten, etwas Köcherlein. Ich meine, wieso nicht? Und er kocht etwas und bringt es dem Engel. Und der Engel tut ihm eigentlich ganz klar schon sagen: Schau, die Brühe, die du gemacht hast, die kannst du mal wegrühren. Die passt nämlich nicht. Und das war nicht irgendwie etwas, weil der Engel irgendwie das Gefühl hatte, er muss jetzt den Gideon ein bisschen schikanieren, sondern der Gideon hat einfach nicht gewusst, wie man opfert. Du hast gemerkt, hey, der hat keine Ahnung, wie eigentlich das Volk Israel dem Gott opfert. Sprich, er ist eigentlich mega nicht
mit Gott unterwegs gewesen. Und der Engel hat das gewusst. Weil dazumals im 3. Mose lesen wir eigentlich von Seite 1 bis, ich weiss auch nicht wie viel, wo Gott im Mose sagt, wie er im Volk soll sagen, wie sie zu opfern haben. Also ein normaler Israelit hat das gewusst. Und wir sehen an der Handlung von Gideon, er hat keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Sprich, er hat sich eigentlich gar nicht so mit Gott auseinandergesetzt. Und zu diesem Mann kommt der Gideon. Sprich, ich weiss nicht, wie du dich auf welchem Level du dich fühlst mit Gott. Aber im Fall, das spielt Gott im Fall keine Rolle, dass er heute wird zu dir reden. Weil er will dir begegnen. Egal welche Rolle du hast, egal wo du dich gerade fühlst auf diesem Weg mit Gott. Er sieht dein Herz und er denkt anders über dich, wie du über ihn denkst oder über dich selber. Ich tue die Geschichte jetzt ein bisschen zusammenfassen. Der Engel hat nachher Gott hat nachher das Feuer geschickt auf das Essen und hat eigentlich im Gideon so bewiesen, hey, ich bin voll wirklich Gott. Du musst dich nicht weiter verstecken oder du musst nicht weitere Ausreden finden. Ich bin wirklich Gott. Und als Gideon nun sah, dass der Engel des Herrn war, sprach er, wehe mein Herr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht sterben. Da baute der Gideon dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Und er steht bis heute in Ofra. 3 Aspekte, die der Gideon eigentlich in kurzer Zeit hat erfahren von Gott ist. Hey, wenn du dich unfähig fühlst, wenn du Wut oder Enttäuschung hast in deinem Leben oder dich ungeistlich fühlst, Gott ruft dich. Und er kann deine Schwäche brauchen. Er kann dein Verstecktsein brauchen und etwas Grosses machen. Die Geschichte geht weiter vom Gideon. Gott hat ihn krass gebraucht. Ich möchte, dass du das selber liest. Das werde ich dir nicht erzählen, wie es ausgegangen ist. Aber es ist eine Geschichte zum Nachlesen, die du vielleicht am Pool lesen kannst. Aber diese 3 Aspekte, vielleicht können wir sie nachher noch mal auf dem Screen zeigen. Ich weiss nicht, wo du dich dort fühlst. Ich möchte aber auf den Gideon noch auf eine spezielle Weise hinweisen, wo er mich mega berührt. Und zwar, er hat Gott Glauben geschenkt. Wo Gott ihm begegnet ist, hat er gewusst, okay, ich kann das jetzt nehmen für mich oder ich kann es trotzdem abwehren. Und ich glaube, das, was es ausgemacht hat, ist, dass der Gideon den Frieden von Gott gespürt hat. Weil Gideon hat ausgerufen, hey, der Herr ist Frieden. Und ich glaube, dass der Frieden Gottes, den der Gideon erfahren hat, auch speziell auf diesem Camp wird sein. Wo Gott dir einen Frieden wünscht. Wo Gott in dein Leben reden will, aber er dir auch Frieden gibt in dem Innen. Dass du eine Freisetzung erleben in dem Innen. Wo das Volk Israel um Jericho gezogen ist, das ist eine andere Geschichte, aber vielleicht kennst du sie, haben sie ja immer wieder müssen laufen, 1 Runde und dann 2 und dann 3. Und ich habe mich wirklich gefragt, haben wirklich alle daran geglaubt, dass die Mauern werden fallen, nur um das Herumlaufen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, nicht jeder hat das geglaubt. Aber was ich glaube, ist, der Unterschied war, sie haben es trotzdem gemacht. Sie waren gehorsam. Gehorsam entwickelt Glauben. Weil du plötzlich etwas machst und du plötzlich wieder die Schritt nimmst in den Wegen Gottes. Und der Gehorsam entwickelt Glauben. Und du musst wissen, Glauben kannst du nicht erzwingen. Glaube ist immer eine Freisetzung vom Heiligen Geist. Aber weißt du was, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und du darfst anfangen, wieder mutig sein, im Gehorsam zu laufen. Und die Woche geht um das Thema Berufung, aber auch um so viel mehr. Und auch mal mutig anzuhören ist schwierig. Oder braucht Mut, weil vielleicht wirst du etwas hören, was du vielleicht nicht hören willst. Aber ich glaube, so oft hören wir Sachen nicht, die Gott uns eigentlich sagen will, uns so werden in die Freiheit führen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat.
Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.